Stil. Marco, ich habe mir sagen lassen, du hast ein offizielles Ticket gekauft für heute Abend. Und bist dann trotzdem einfach als Überraschungsgast oder sagen wir andersrum als VIP, wie es hier steht. Kurz, du hast gesagt, ich melde mich, mach einfach mit, wir können ein bisschen reden. Ja, klar. Man kann doch kein Geld fragen, die kranke Kinder und alles zu zufrieden zu sind. Dann denke ich, komm schnell mal frei rein, spende so viel wie möglich. Also wie ein Fußballspieler auf immer besser kriegen. Und ja, für mir ist es nur angekommen, so was soll das sein auf dem Leben? Ja, Holland ist nicht so ganz weit. Wenn man in Deutschland schon bremst, dann ist man schon im Rhein, sonst ist man Holland schon vorbei. Ein bisschen leuchtet das noch. Marco, wir haben ja vorhin den Ingo hier gehabt. Du bist ja auch offiziell im Kader der Eurofighter, wo du nie gespielt hast. Aber du hast in der UEFA Champions in der Europa League hast du mitgespielt und in den UEFA-Pokal, aber nicht gestartet. Nein, ich habe Roda gespielt. Und hier was aufladen und gleich Das zweite Spiel habe ich gedacht, da weiß was. Ich mache kein Tor, sonst ist Schalke nicht weiter. Und deshalb sind die weitergekommen. Man sieht, was für ein Vertrauen hier die Mannschaft gibt. ist hier vorne, aber ich Du weiß hast eigentlich verloren gegen Schalke und bist trotzdem noch Europapokal-Sieger geworden. Das ist doch toll. Ja, klar. Da muss ich auch Verein Dankeschön sagen. Als ich jedes Spiel, das sie noch gespielt haben, bin ich mit meiner Frau zusammen eingeladen worden. da wäre noch eine Steckdose, glaube ich. Ne? Das war super. Aber ich hoffe, die nehmen, da weiß ich jetzt nicht. 15. Februar 1997. Weißt du, was da los war? Eine wäre noch frei, ne? Ich weiß nicht, ob die nehmen darf. Ich halte ab, weil ich eine Nähe Oh, mache. das Die wäre am besten. Aber ich nicht mal, oder? Am 15. Februar 1997 hast du dein erstes Spiel für Schalke gemacht. Gegen Stuttgart, genau, ja. Und das an dem Tag, wo dein Papa Geburtstag hatte. So, Hat er sich gefreut. so ist am besten. Dass du auf Schalke gespielt hast. Ich glaube, er hat seine So ist am besten, oder? Alles geht da gar nicht. Alles andere ist weit weg. Der ist noch immer 30. Ich weiß nicht warum. Ja, sehen wir auch, ne? Gleichzeitig aufladen, weil es Wie eng bist du heute noch mit Schalke verbunden? Bist du öfters auf der Arena gesehen? Also ich sehe dich da hier und da mal stehen, mit der Traditionsmannschaft oben. Am Casino bist du noch mit Zuhören. Ja, ich versuche jedes Jahr Ein 30 Stück. Sehr gut. Noch einer. Ist sowieso wieder gut viel leer. Samstags ist Alles gut viel leer, oder? Leuchten auf immer nicht, ich oder? suche mir ein schönes Spiel aus. Letztes Jahr war ich in Madrid. Ich war zu Hause gegen Madrid. Ich hab noch. Ich brauche nicht, ich brauche keine. Ich hab einen, das reicht mir. Zitrone hast du schon. Ich habe brauchst keinen mehr, ne? aufgeschrieben, Du brauchst keinen mehr, ne? Vielleicht kannst du das dann noch mal bestätigen. Hier steht drauf, du hast von Anfang an den Schalke-Virus ergriffen. Man kann das mit einer unheilbaren Krankheit vergleichen, gegen die kein Mittel zu finden ist. Das ist einer der tollsten Vereine in Deutschland. Also, Ich bin noch immer krank. aber wieder Fußball ist das. Ja, immer Ich sage nur eins, ich spiele. Müssen wir ein Trinkspiel machen, ne? Das ist nicht wichtig. Aber ich denke, dass die Fans den Verein achten. Und deshalb möchte ich als Spieler nochmal ein Dankeschön sagen zu den Fans, die immer hinter der Mannschaft gestanden haben. Du warst ja wohl dabei, da oben, als der Nico hier hatte, da hat er eigentlich so geschrieben, Roda. Da warst du noch dabei. Tut das dann weh, wenn du verloren hast, oder was hat nachher Europa-Pokal? Nein, spontan auf dem Moment schon tut es weh. Aber nachher habe ich mich nur gefreut, weil ich war dabei. Aber du konntest nicht spielen. Was geht in einem Spieler dann vor, wenn man weiß, ich bin jetzt bei einer geilen Truppe, super Spieler, alle super Fußballkollegen und du kannst nicht mitspielen, weil du einmal für Roda schon gespielt hast. Das war auch mein schwerstes Jahr auf Schalke.
Die Mannschaft war immer kaputt und ich musste mich beweisen, weil ich neu war. Und das hat nicht bei jeder so gefallen, als es später gekommen ist. Aber ich bin nie dafür weggelaufen. Wenn Sie etwas zu mir sagen wollten, ob es jetzt negativ oder positiv ist, ich war immer da. Und ich denke, das können viele machen. Das auch. Es hat eine neue Mannschaft, eine neue Saison, fängt demnächst an im August. Wie siehst du die Mannschaft aufgestellt? Was können wir in der Saison erreichen? Ja, das finde ich immer schwer in Vorbereitung so zu sagen. Ingo hat es gerade schon gesagt, man muss nicht zu viel Wert legen auf Freundschaftsspieler. Letztendlich geht es darum, wenn die Mannschaft da steht, dann Meisterschaft gewonnen wird. Und ich glaube, dass die Mannschaft nicht noch in so einem Jahr wie letztes Jahr hat, dass sie nochmal miterleben. Vielleicht ist es mal gut, dass sie mal ein Schritt zurück machen, um wieder 2 nach oben zu gehen. Und das meine Bitte, dass sie jetzt in der Europa League vielleicht mal einen Schritt zurück machen, um jetzt nächstes Jahr in die 2 Schritte nach oben zu gehen. Hast du auch ein Video schon von mir gesehen? Auf die Meisterschaft. Ja. Eine. Du kommst ja aus Holland. Hast ja Mutter als Holländer. Hast du schon hier mit ihm telefoniert? Ja, ich habe das durchschießen. Das ist alles, was ich verlange. Und das macht er auch wirklich, muss ich sagen. Ja, da wird noch mehr passieren in der neuen Saison. Ich gebe ja auch alles warm in der Zeit. Darf noch ein bisschen mehr machen. Aber der ist auch ein netter Typ. Und ja, besser. nicht alleine. Es sind so viele Kommunikationen. Ich glaube, die Mannschaft steht da, wie es steht. Und ob es jetzt ein Holländer, Deutscher, Belgier oder was auch ist, Du hast ja deine Saison dann auch wegen einer schweren Verletzung, Krankheit abgeschlossen. Einfach hast gesagt, nein, es geht nicht mehr. Wie geht's dir heute? Ja, gut. Die Krankheit ist nicht mal weißer. Ja. Ein Trinkspiel. Sind wir alle krank? Ja, wir sind alle krank. Ich meine, wir leben auch nur einmal. Ja, und Gott sei Dank habe ich das erreicht. Soll nicht so überraschend. Aber werden wir gewinnen. Die Gesundheit ist natürlich, das bleibt ein Problem, aber es ist stabil. Und das ist schon das Wichtigste. Und Gesundheit ist eigentlich schon das Stichwort, das ist in der DJ-Part nicht da. Weil jetzt wäre es eigentlich an der Sache, über die Gesundheit zu reden. Du hast es gerade schon mal angesprochen, ganz kurz das Thema der Kinder. Ja, wir haben hier gleich einen Spendencheck, den wir überreichen möchten. Und der geht an die Gerhard Asamoah Stiftung. Und ich bin ja vergessen, ich bin ein alter Sack. Nee, die Brille haben auch mal wieder verlassen, das war nicht meine Brille. Aber heute bin ich mal mit König, wir sind alle irgendwo Schalter, das sind der Könige. Und dass ich die aufhabe, hat schon einen besonderen Grund. Wir hören jetzt eine Musik, die haben wir gerade schon live gehört. Schalter, das ist der Song, um den es jetzt geht. Den haben wir gerade schon gehört von Kalun. Keiner ist so blau wie wir. Wir wollen kurz anspielen. Das geht. Wir sind schon wieder los. Wir sind schon wieder da. Wir nehmen dieses Jahr. Wir sind lauter da im Stadion. Wir sind blau und weiß und wir leben so wie Und jetzt kommen wir hauen Jungs zu uns. Wir sind auch. Wir gehen in der Gasten. Sind die durch Gas, sind die Ringer vor Straßen zu fahren. Wir nehmen ein Stück höher. Wir sind immer laut, unsere Lieder, die sind schöner. Wir sind recht, die Einzelne und die Beste und dann. So, das ist der Song, um den es geht. Ich glaube, es hat Der telefoniert. Ich glaube, ganz, ganz viele andere Leute haben sich diesen Song irgendwo gedownloadet oder gekauft. Ich weiß nicht, wo es wirklich war. Diesen Song, denn das Geld, was da zusammengekommen ist, das wollen wir spenden an die Gerhard Asamoah Stiftung. Und wir haben die John von Walter da als Vertretung, nicht Vertreterung. So, guck mal, du bist eine beste hübsche Frau, sie fällt einem nichts mehr ein.
John, Azad kann heute leider nicht da sein, aber du vertrittst ihn ganz gerne. Ich muss bestimmt noch ein Wort sagen. Ja, schöne Grüße von Gerhard, der ist in Hamburg, weil seine Cousine Abiball hat. Und er bittet um Verzeihung, dass er heute nicht hier sein kann und deswegen hat er mich jetzt geschickt. Gerhard, das Amor! Gerhard, das Amor! Und ich denke, dass Kanun auch hier zu uns kommen sollte, denn es ist ja ein Lied, das er vollbracht hat. Wir haben den Song in der Arena auf den Würfeln gesehen. Wo ist denn Kanun, ja? Wo ist denn Kanun jetzt? Wo ist der? Ist er irgendwo? Kommt, wenn er mit uns hört, kommt einfach mal zu uns auf die Bühne. John, wir möchten ganz gerne eben kurz drüber sprechen, was passiert mit so einem Geld. Jetzt war ich ja, ich gehe mal ganz kurz irgendwo mal zwischen. Jetzt war ich ja bei der Weltmeisterschaft 2014. War ich hier in dieser Maschinenhalle Süd. Hätte ich schon was mehr. Kann ich alles zeigen. Aber ich hoffe mal, ich kann alles zeigen. Hast du gemerkt? Hans Sapai war da, genau. Der Kante war da, Mike Kustitz habe ich noch gesprochen. Und da haben wir gesehen, worum es überhaupt geht mit dem ganzen Geld. Wir haben ein kleines Mädchen gesehen, das war herzkrank. Das wurde hier auf der Leinwand gezeigt. Wie geht's dem Kind heute? Also vielen Dank nochmal an alle, die da waren an diesem Tag. Es war der 21. Juni letztes Jahr, als Deutschland gegen Ghana gespielt hat. Und wir haben die kleine Fatou aus Kamerun damals operiert. Und aus einer OP, also die wir auch geplant hatten, wurden ja 4 OPs letztes Jahr, weil es immer wieder Komplikationen gab. Dass sie wieder Stents, Frist und so weiter, deswegen musste viel operiert werden. Und wir haben sie dann an Gerhards Geburtstag am 3. Oktober im letzten Jahr in München im Herzzentrum besucht. Und da war sie ganz wohl auf. Also die ist rumgeflitzt, ist mit Gerhard rumgesprungen. Es war wirklich sehr schön zu sehen, dass es den Menschen jetzt wieder gut geht und sie auch jetzt eine normale Lebenserwartung hat. Ich bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, über die Hintergründe. Ja. Es ist einfach bewegend, wenn man diese Bilder sieht. Ich hätte gerne heute noch ein bisschen hier in Fokus gezeigt, wo das ganze Geld dann hingeht. Der Rest mit Kanun. Wo bleibt der? Wo ist er? Kanun, 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 Kanun. Ja, ihr könnt euch vorstellen, kommt doch bitte zu uns. Du hast ja viel gemacht und der Erlös geht noch an diese gute Sache, an die Gerhard Asamoah Stiftung. Und wie das manchmal so ist, man plant und plant und plant. Ne? Plötzlich dann kommt Martin von Hohengarten dazu, da ist man total durcheinander und dann haben wir den Scheck vergessen. Aber, die Baumänner haben mir gedacht, bringst du den? Und am Ende ist er da in einer Form und wir wissen, das Geld ist schon überwiesen. Und deswegen habe ich hier die Krone auf. Es geht um, hältst du mal kurz fest? Ja, so, um 1.000 €, die durch diesen Song zusammengekommen sind. Das ist jetzt der symbolische Schritt, die Krone für euch. Ja, wir haben es leider wirklich anders nicht größer. Aber da steht es auf. 1.000 €, das Geld ist schon überwiesen. Eine tolle Sache, ne? Ja, ich glaube schon. Jeder sagt wird auch sein, nächstes Jahr wieder zu verdoppeln. Und ich denke, wenn sie die blauen Männer ihren Job so machen, wie die jetzt machen, dann bin ich davon überzeugt, dass es nächstes Jahr wieder höher wird. Und du bist wieder dabei, ich verhafte dich jetzt. Aber nicht das Überraschung. Nein, dann wissen wir das ja vorher. Du hast dich ja einfach eingekauft, du hast ja selber ein Ticket gekauft. Das ist mir egal. Ja, trotzdem, danke, dass du hier bist oder hier warst. Und du gehst auch gleich nach oben. Wir wollen ein Foto machen, ja, du bist jetzt da einstellen, höre ich gerade. Unser Haus- und Hoffotograf. Sollen wir uns so umstellen? Den Gästen jetzt unser Hintern zeigen? Tut man aber nicht. Ja, das ist aber nicht der super. So. Tut uns leid, liebe Gäste. Schalter. Ja, das ist nicht manchmal schön. so, die Herzen der Mannschaft Er auch wollte schon mal nicht gezeigt. hintersehen, aber egal. Achso, da sollen wir tiefer gehen, oder? Ach du Heilige, was soll das denn jetzt? Vorsicht, Kinder. So. Von hinten ganz viele nach vorne. Wenn Sie Spende erfällt, Ja, ich muss jetzt Geier so machen. Ich will aufs Foto kriegen. Das Dumme ist, dass hinter uns eine Treppe ist. Die werden nicht größer. Das kommt aber ganz kurz dazwischen. Thorsten, du machst das schon.
So, wir gucken mal nach vorne. So, Thorsten glaubt, dass alles drauf ist. Dankeschön, ein herzliches, ein 1904-faches Dankeschön an euch, liebe Freunde. Stadion, danke. Und der eine oder andere war schon in der Arena, hat es auch gesehen auf dem großen Videobildschirm. Dankeschön, liebe Grüße an alle. Wir freuen uns, dass du es geschafft hast, nach hier zu kommen und vielleicht beim nächsten Mal. Wenn du rausgehst, kommst du wieder rein. Danke und liebe Grüße an die Kinder, wenn du nächstes Mal wieder da bist, die nämlich das Geld brauchen für die Gesundheit. Gesundheit der Kinder. Kinder sind unsere Zukunft, die brauchen wir. Und deswegen helft mit, wenn es darum geht, Kinder zu fördern. Danke, John. Danke, Karu. Danke, Laura Miller. Man kann es mir verzeihen, ich bin Handwerker. Marco. Ich habe diese auch noch 16. Danke, liebe Steine Fans. Aber ich hoffe danach. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik oder bin ich jetzt im falschen Text? Und dann kommt es gleich weiter. Nochmal jemand auf dem Tombola. Es gibt noch Lose. Glaube ich wenigstens. Also keine Einzellose, nur noch Sonderlose für die Einzelverlosung. Höchste Autogramme oben, es wird gleich noch hinten wieder geöffnet. Da gibt es oben Autogramme von Marco. Wo machst du das hier? Er macht es hier. Okay.